Ja, ja, hallo, spreche ich mit Herrn Günther Mamrek? Wer will das wissen? Ach so, ja, mein Name ist Harald Schmitz vom Allenstein-Institut. Warum willst du das wissen? Wir machen eine Umfrage im Auftrag des Statistischen Bundesamtes. Hä, was für ein Ding? Sadistisches Bundesamt? Kenne ich nicht. Nein, nicht sadistisches, sondern statistisches Bundesamt. Ich rufe im Auftrag des Statistischen Bundesamtes an. Ach so, Statistik. So von wegen kann man alle mit beweisen, auch das Gegenteil. Deshalb glaube ich ja grundsätzlich keine Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe. Nee, hör mal, geh mich weg mit dem Kram. Da wird genauso gelogen wie in der Bildzeitung oder in der Politik. Entschuldigen Sie bitte, aber ich glaube, Sie haben da ein völlig falsches Bild. Ach ja, siehste, also doch die Bild. Willst du jetzt Statistik machen über die Meinung von den Lesern über die Bild oder was? Ich glaube, Sie verstehen da etwas falsch. Ja, was denn? Ich glaube, wir brechen das hier mal. Ich erlaube mir, mich erst einmal ganz kurz vorzustellen. Also, mein Name ist Günther Mamrek und ich bin für den CCCS Deutschland tätig. CCCS, das ist der Callcenter Controlling Service. Und wir sind vom Dachverband der Callcenter-Betreiber beauftragt, Qualitätskontrollen der geführten Telefonate durchzuführen. Ich habe über die Telefonverbindung direkt das Beurteilungsformular für Ihre Person auf meinem PC und ist nun meine Aufgabe, meine Beurteilung Ihrer soeben gezeigten Leistung umgehend per E-Mail an Ihren Disponenten weiterzuleiten. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das war ja wohl nichts. Ich verstehe nicht. Macht nichts. Also, Umgangsform, mangelhaft. Überzeugungsfähigkeit, ungenügend. Kontaktfähigkeit, mangelhaft. Sicherheit im Auftritt, ungenügend. Spontanität, ungenügend. Flexibilität, ungenügend. Rhetorik und Didaktik, ungenügend. Meine Empfehlung, eine mindestens 3-monatige Intensivschulung in Rhetorik und Didaktik, dann könnte aus Ihnen vielleicht noch ein annehmbarer Callcenter-Agent werden. Ich werde das so an Ihren Disponenten weiterleiten. Was passiert dann? Gehen Sie davon aus, dass Sie in der nächsten halben Stunde zu einem Personalgespräch zu Ihren Disponenten gebeten werden. Wie es dann weitergeht, entzieht sich leider meinem Einfluss. Ob Sie den Job behalten werden, entscheidet Ihr Disponent. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Für eine Kündigung wegen fachlicher Nichteignung werden seitens der Arbeitsverwaltung in der Regel keine Sanktionen verhängt. 3-monatige Spezialrhetorik-Seminare bieten wir übrigens für nur 2.685,60 € an. Vielleicht übernimmt im Fall Ihrer Arbeitslosigkeit Ihre Arbeitsagentur die Kosten. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.